Mit dem E-Bike auf dem Markt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Schweizerdeutsch-Podcast. Ich bin Katrin Erni und heute reden wir über ein Thema, das eigentlich ganz alltäglich ist, aber gleich mega viel über das Leben in der Schweiz erzählt. Das Velo, das E-Bike, der Markt, lokale Produkte und natürlich ein bisschen Chaos beim Einkaufen. Ich habe ein E-Bike. Und ganz ehrlich, ich liebe mein E-Bike. Es ist praktisch, es ist bequem und es gibt mir das Gefühl, dass ich immer noch sportlich bin, auch wenn die Batterie im Hintergrund ein bisschen mithilft. Außerdem kann ich so mit der gleichen Energie wie früher eine grössere Reichweite erreichen und ich vermeide auch nicht Strecken, die viel Steigung drin haben. Vor allem, wenn es den Berg darauf geht, ist ein E-Bike Gold wert. Und das ist in der Schweiz nicht selten. Ich sage euch ehrlich, ohne E-Bike würde ich viel seltener Velo fahren. Ich bin ja nicht mehr 20 und wenn ich weiss, dass ich auf dem Heimweg noch den Berg darauf trampen muss, dann überlege ich es mir schon zweimal, ob ich mit einem normalen Velo wirklich gehen soll. Aber mit dem E-Bike? Kein Problem. Ich steige auf, drücke ein bisschen in die Pedale und plötzlich locken mich sogar die Berge in ihre Nähe. Und genau das finde ich so schön am E-Bike. Es macht, dass man wieder Lust hat, sich zu bewegen. Es nimmt einem nicht alles ab, aber es hilft gerade so viel, dass man denkt, das packe ich. Und das ist schon super. Ich brauche mein E-Bike aber nicht nur in der Freizeit für Velotouren. Nein, ich brauche es auch zum Einkaufen. Und zwar zum richtig Einkaufen. Ich habe gute Velotaschen und dann kann man schon einiges transportieren. Manchmal übernehme ich mich vielleicht schon ein bisschen. Wenn ich zum Beispiel vom Markt heimkomme, ist das E-Bike meistens voll beladen. Mit Rüebli, Käse, Brot, Eier, Salat, Äpfel, vielleicht noch ein Glas Honig, Zwiebeln, Knoblauch, Rande und wenn ich ganz motiviert bin, poste ich sogar noch einen Sack Herdöpfel. Und dann, wenn ich heimkomme, schaut meine Mama mich an und sagt, du verrückte Seele. Und ich sage dann natürlich, das ist doch kein Problem für mich. Ich habe alles im Griff. Das ist aber nicht immer ganz wahr. Wenn man zum Beispiel am Lenkrad je 2 schwere Taschen aufhängt, die recht fest bambeln, wenn man in die Kurve geht, muss man den Lenker gut haben und kann nicht so gut noch den Arm rausstrecken, um den anderen Verkehrsteilnehmer zu zeigen, wodurch man fahren will. Ich würde sagen, ich bin fast die perfekte Frau. Fast. Aber meine Schwäche ist, ich kaufe gerne etwas zu viel ein. Vor allem, wenn ich auf dem Markt bin. Ich liebe den Markt. Wirklich. Es ist etwas ganz anderes als im Supermarkt. Im Supermarkt hast du viel Auswahl, aber das meiste ist sowieso nicht gesund. Viel Verpackungen, künstliches Licht und geschmacksloses Gemüse. Vor allem, wenn es nicht Saison ist. Tomaten, Gurken, Salat, alles schön präsentiert, aber irgendwie fehlt das Leben. Auf dem Markt ist es ganz anders. Da siehst du die Leute, da redest du mit den Bauern, da kannst du fragen, woher sind die Eier? Oder ist der Salat von innen? Oder haben sie noch frisches Brot? Und manchmal kommt dann gerade ein kleines Gespräch zustande. Über das Wetter, über die Ernte, über die Preise, über das Leben. Und das finde ich schön. Ich kaufe nicht nur Produkte, ich habe auch Kontakt. Ich weiss, von wem es kommt. Ich sehe die Leute, die dahinter stehen. Und weil die Produkte lokal sind, haben sie sehr einen kleinen ökologischen Fußabdruck. Und das macht für mich einen grossen Unterschied. Lokale Produkte haben für mich etwas Ehrliches. Natürlich ist nicht immer alles perfekt. Ein Rüebli kann ein bisschen krumm sein oder einen Wurm haben. Ein Apfel kann ein bisschen Flecken haben. Aber genau das macht es sympathisch. Es ist nicht Plastikperfektion, es ist echt. Außerdem schmeckt es auch besser. Es ist viel frischer, viel direkter, direkt vom Produzent zum Konsument. Direkt vom Produzent zum Konsument, ohne viel Zwischenhändler. Wenn ich auf dem Markt frische Eier, frischen Salat oder frische Beeren kaufe, dann habe ich das Gefühl, das ist richtiges Essen mit viel Vitaminen. Wir haben selber auch ein Stückchen Land, ein kleines Feld.
Oder, für mich ist es klein, aber wenn wir darauf arbeiten, dann ist es plötzlich ziemlich gross. Mein Mann arbeitet jeden Tag auf dem Feld. Schon jetzt können wir die ersten Sachen ernten. Wir haben Zwiebeln, Knobli, Beere, Rüebli und hoffentlich gleich auch Peperoni und Tomaten oder Bohnen und Erbsli. Und Melonen, ja Melonen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Melonen. Die Spargelsaison ist leider schon vorbei, aber es war ein Genuss, sie zu ernten und zu essen. Heute ist ja viel immer verfügbar. Erdbeere im Winter, Tomaten im Januar, Gurken das ganze Jahr. Aber manchmal frage ich mich, muss das wirklich sein? Ist es nicht schöner, wenn man wieder ein bisschen mehr mit den Jahreszeiten lebt? Im Frühling freuen wir uns auf die Spargel, im Sommer auf Beere, Tomaten, Gurken, Peperoni, Melonen und im Herbst auf Kürbis, Äpfel und Herdöpfel. Und im Winter? Im Winter halt auf Sachen, die haltbar sind und warm geben. So wird das Essen wieder spannender. Man wartet, man freut sich, man schätzt es mehr und es hat mehr Geschmack. Und jetzt, wo wir selber ein paar Sachen im Garten oder auf dem Feld haben, spüre ich den Unterschied noch viel mehr. Und wenn du selber Zwiebeln aus der Erde ziehst oder den ersten Salat abschneidest, dann ist das etwas anderes, als wenn du einfach eine Plastikpackung aus dem Regal nimmst. Natürlich ist es auch Arbeit, keine Frage. Es bedeutet Dreck, Jetten, Schwitzen und manchmal ist es auch ein Frust. Manchmal frisst etwas deine Pflanzen, manchmal regnet es zu wenig, manchmal regnet es zu viel. Aber wenn dann etwas wächst, dann ist es einfach schön. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so gerne auf den Markt gehe. Es erinnert mich daran, dass unser Essen von vielen Leuten mit viel Liebe und Know-how produziert wird. Es kommt von der Erde, von Leuten und ist mit viel Arbeit und Geduld verbunden. Nach dem Posten komme ich dann mit meinem E-Bike heim, voll beladen, etwas müde, aber glücklich. Meine Taschen sind schwer, das E-Bike hat vielleicht auch seine Grenzen erreicht und mein Mann schüttelt den Kopf. Und wenn er jammert, weil er so viel muss die steile Stege darauf tragen, dann sage ich, tu nicht jammern, sondern bist lieber dankbar. Das ist funktionelles Training für unsere Ehe. So, und jetzt nimmt es mich Wunder, wie ist das bei dir? Gehst du gern auf den Markt? Kaufst du, wenn möglich, lokale Produkte? Wo und wie? Hast du schon mal etwas direkt ab Hof gekauft? Hast du auch schon mal viel zu viel mit dem Velo transportiert? Bist du für oder gegen E-Bike? Bist du schon einmal mit einem E-Bike gefahren? Wie war es? Ist ein E-Bike wirklich ökologisch? Tust du manchmal saisonales Gemüse einmachen? Für den Winter? Essest du saisonal? Bestellst du deine Einkäufe auch per Internet? Wie und wo? Musst du manchmal das Essen fortrühren, weil du zu viel gekauft hast? Ich freue mich auf unsere Konversationsgruppe heute am Abend am 7. Wenn du möchtest dabei sein, dann melde dich bei mir auf WhatsApp oder über meine Internetseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.